Darf ich fragen, wieso hast du überhaupt Lampen? Ist das, wenn du Sehende besuchst? Das ist mein Sitzungstisch da und ich habe schon sehende Leute da gehabt, die gefunden haben, bei dir ist es romantisch, es hat kein Licht. Und darum will ich eine Lampe organisieren. Okay. Und egal, ob du ans Licht gehst oder in einem dunklen Raum bist, du kannst das nicht wahrnehmen. Nein, ich kann es nicht wahrnehmen, aber weißt du, das Plus ist, wenn ich mit Leuten ins Gartenrestaurant gehe und alle blenden es, mich kannst du gegen die Sonne setzen, mich blendet es nicht. Okay, das ist Ist also auch ein Vorteil. Also ich Du hast sie abgezählt? Ja, es sind 9 Stück. Ich habe mir gemerkt, wie ich sie reingelegt habe und dann auch nicht gezählt, wie lange ich sie gekehrt habe. Es heisst noch viel, ja, ich bin mit der blinden Kollegin zum Mittagessen. Ich finde, so etwas sagst du einfach nicht. Also entweder gehst du mit einer Kollegin oder gehst du eben nicht. Aber dass man das Blinde so rausstreichen muss und wie das Gefühl hat, ja, ich tue dann etwas Gutes, wenn ich mit einer Blinden gehe zum Mittagessen. Das stresst mich mega. Da fühlst du dich als Person nicht ernst genommen und auch nicht... Nein, dann bin ich einfach die Blinde, aber ich bin nicht Ursula. Jetzt gerade wird meine Teamkollegin hinter der Kamera, Carmen, noch die einzige Person sein, die sehend ist. Wir treffen auf eine Frau, die seit Geburt blind ist. Ich weiss nur, sie ist 50, Seelsorgerin, und sie lässt uns teilhaben daran, wie sie die Welt wahrnimmt, wie sie entdeckt und erfährt. Da rechts sind, glaube ich, Briefkästen, gell? Jetzt kannst du gerade auslaufen. Du bist nicht im Weg. Ja, genau. Grüezi miteinander. Ich habe mit dem Lift im 3. Stock. Grüezi wohl. Sie kommt gerade. Ich sehe nichts. Einfach gerade aus zu mir. So ist gut. Aha. Und ein Teppich am Boden. Aha. Ah, oh ja. Komm entgegen. Ah, ja, danke. Grüezi, Frau Graf. Grüezi, Frau Silberschmidt. Willkommen bei mir hier in Uster. Ich bin Danke. Ursula. Ich hoffe, du bist okay. Ah ja, klar. Bin ja. Freut mich. Ursula, danke. Ich bin Carmen. Danke, Carmen. Danke auch. Ist warm bei dir? Sehr, Sie ja. glaube ich, ein bisschen aus. Ich zeige dir, wo die Garderobe ist. Ja. Die ist gerade rechts von dir. Rechts von mir? Also jetzt hast du die Reihe. Aha. Da kommt, hat glaube ich, im Werk gibt er einen Bügel. Ja, Ich habe 2 Garderoben, eine für Gäste und eine für mich. okay. Mein Säckchen ist so ein bisschen goldig. Wie bist du sagen? Ich habe ein dunkelblaues Sommerkleid an und oben hat es so 3 Aussparungen wie Tropfen. Okay. Und dann ist ein Kettchen an, glaube ich, silberig. So ein länges mit 4 Krällen dran. Was ist das für Material? Keine Ahnung. Also für mich ist es hilfreich, wenn Sandy mir Sachen zum Teil auf die Hand zeichnet. Ich kann mir es besser vorstellen. Wir haben hier bei den Handwurzeln ist die Wohnung durch. Dann geht es links von dir ins Schlafzimmer und es geht ums Stegenhaus, um das ist wie ein Eck. Dann steht davor ein kleiner Balkon. Dann angrenzend ins Büro. Dann ein Teil von der Wand vom Büro ist das Badzimmer. Parallel ist die Küche, die ist ein Schlauch. Okay. Und dann ist eigentlich noch der Rest, so rundherum, das ist die Stube. Also Okay. Schlafzimmer, Büro, die Stube. Ja. Nicht so einfach und hier, aber Das gehen wir jetzt anschauen. gut. Und wie bewege ich mich jetzt am besten fort? Das kannst du selber entscheiden, ob du selber ausprobieren willst oder ob du dich mir hinten an der Schulter hebst. Wäre für dich am einfachsten. Mach mal Schulter. Wir machen das Zügel. Ja. Was willst du zuerst sehen? Das Schlafzimmer ist da links. Sehr gut, Ja? das ist links Ah. von mir. Du bist super. Ui, du hast Zug drauf. Auf der rechten Seite hast du bis vor den Kasten. Es hat einen Kasten rechts von dir. Ah, gerade da. Der sieht nachher gleich aus wie ein Teil Möbel im Büro. Und dann kommt so ein Schiebtürenkasten. Wenn du jetzt links langst, hast du einen anderen Kasten, der steht hinter der Tür. Ah, Und wenn der fertig ist, macht es einen Winkel, weil jetzt hast du vom Stegenhaus. Und wenn du so drehst und runterlängst, das Foto von meinem Bett. aha, Also breites Bett hat da innen keine Chance. okay. Ah, das ist ein schmales. Also Das ist ein schmales. 90er Bett? Hier ist glaube ich sogar nur 80, habe ich gemeint. Okay. Also einmal ein schmales. Und das geht bis an die Wand hinten.
Und jetzt da neben dem Bett so hat es ein Gestell. Mir ist nicht 0815. Das ist ein Abspielgerät zum Hörbücher hören. Aber das Plüschviecher. Ist das staubig, kann das sein? Keine Ahnung, ich kann nicht abstauben. Es fühlt sich so an. Ja, ich glaube. Das brauche ich nicht, dort liegen meine Plüschviecher. Was hast du da für Viecher? Ganz viel. Schnell, das, vielleicht finde ich es raus. Oh, das hat so einen Schwanz. Ist das ein Eichhörnchen? Nein, das habe ich glaube nicht im Angebot. Füchsli, Sag was mal. ist Ja, das ist der Klotenfuchs von ganz, ganz früher. Der hat mir einmal einen Goalie geschenkt, von mir hat es einen Kloten. Der Matthias Müller. Also, Lang ist es her. Wieder zurück. Ja. Ah, Telefonkabel. Und das ist ein grosses Tastentelefon, das schwätzt so mal eine Taste. Ah, es geht auf die Seite, hä? Das kannst du hören, da sind Knöpfe, wenn ich so eine Taste drücke. Und jetzt schaust du eigentlich voraus, dort wo wir hergekommen sind. Jetzt, oder? Weil da vorne ist das Fenster. Genau. Ich gehe voraus, damit du spürst, was ich mache. Jetzt kommt die Schwelle. Es geht nicht weit an. Aber auf der anderen Seite. Ja. Alles gut. Das hat gerade vor dir ein Tischchen, ein kleines. Und einen kaputten Blumenstock. Dem hast du nicht so viel Wasser gegeben. Nein, der ist vertrunken und dann verfroren. Hat es viel Wasser? Ja, ich habe zu viel Wasser gegeben, dann ist es kalt geworden und dann ist er verfroren. Ich wollte Wasser geben, hat Eis drin gehabt. Jetzt hast du gedacht, komm, lassen wir den gleich noch da. Ja, weil es ist, ich stand voll auf Rot mit weißen Tüpfchen. Vögel höre ich fast aus allen Richtungen. Es hat wahrscheinlich viele Bäume. Kann das sein? Rundum. Ich glaube schon, ja. Das ist im Sommer, weißt du, so, der Wind reinkommt, die Bäume singen richtig. Das ist gut schön draußen. Das ist wirklich schön. Jetzt weiss ich's schon. Das ist für mich Man manchmal auch. Man lernt, ja. Ja. Weißt du, für mich manchmal ist irre, dass ich wie nicht einschätzen kann, was wir mit sie ihnen erklären. Also was vorher passiert ist, ist voll realistisch. Jetzt gehen wir nach links. Jetzt stehst du eigentlich vor dem Besprechungstisch. Da hat es eine schöne Stelle. Da hat es Das ist 3 schön. blaue und 3 rosarote. Und einen grauen, runden Der Besprechungstisch. da ist, welche Farbe? Keine Ahnung. Aha, du weißt einfach, dass es Ich weiß, ich habe 3 blaue und 3 drei rosarote. hat. Aber das Farbengerät liegt mit auf dem Tisch. Das Farbengerät? Ja. Warte Was mal machst du schnell mit dem? herausfinden. Was wir noch für Welche Stühle Farbe haben. das der Stuhl hat? Ja. Es sieht aus wie ein Leuchtstift, den du in der Hand hast. Es hat 3 Knöpfe, spürst du die? 1, 2. Ah ja, die sind gerade Und auf der nebeneinander. einen Seite hat es wie ein Loch. Ja, da. Jetzt hebst du das Loch. Auf da hinten. Sag mal, spuckt es wieder. Dunkles Blau. Darf ich es mal schnell an meinem T-Shirt machen? Ja, sicher. Sehr tiefes Dunkelblau. Es ist schwarz. Gute Frau. Ihr sagt, es sagt dunkelblau. Was sagt sie bei der Hose? Schwarz. Okay, gut. Immerhin. Also was du auch noch herausfinden kannst, wenn du jetzt eine mittlere Länge drückst und irgendwann hebst du mal in den Raum rein und dann drückst du eine mittlere Länge, das heißt, dass wir Licht haben. Farbe des Lichts ist weiß. Intensität 2. Also das heißt, wir haben Licht. Okay. Stimmt Und das jetzt- gar nicht? Das stimmt. Und sie sagt, die Farbe des Lichts ist schwarz, dann haben wir kein Licht. Darf ich fragen, wieso hast du überhaupt Lampen? Ist das, wenn du Sehende besuchst? Das ist mein Sitzungstisch da und ich habe schon sehende Leute da gehabt, die gefunden haben, bei dir ist es romantisch, es hat kein Licht. Und darum will ich eine Lampe organisieren. Okay. Ja, ich sehe wie. Also ich bräuchte jetzt zum Beispiel kein Licht. Mir kommt es jetzt gerade nicht drauf an. Ja, mir kommt gerade auch nicht drauf an, ich habe kein Ich Licht. habe keine Ahnung, ob jetzt gerade hell ist oder... Also ja, bei mir ist es dunkel, aber eben, du bei dir ist einfach... Es ist alles gleich, oder? Es ist alles gleich. Es Du gibt kannst auch nicht sagen, es ist schwarz oder dunkel, weil... Nein, schwarz ist in der Farbe, ich kenne die Farbe nicht. Ich habe keinen Bezug zur Farbe. Also ich weiss so, mit was du schwarz kannst kombinieren kannst. Aber wie schwarz wirkt, keine Ahnung. Aber kann man davon ausgehen, dass das, was du
siehst oder wahrnimmst, dass das dunkel ist, ähnlich wie bei mir? Ja, ich würde sagen, ja. Aha. Aber ob es wirklich so ist, weiss ich nicht. Aber du weißt jetzt ja auch nicht, wie der Raum da innen wirklich ist. Nein, Also, du aber machst einfach ich eine habe das Vorstellung. Gefühl, es ist dunkel ja vor meinen Augen. Also, oder ich nehme es auf eine Art als ein Schwarz wahr. Wir müssen einfach einen Zustand, der sich nicht verändert. Und egal, ob du ans Licht gehst oder in einem dunklen Raum bist, du kannst das nicht wahrnehmen. Nein, ich kann es nicht wahrnehmen. Aber weißt du, das Plus ist, wenn ich mit Leuten in ein Gartenrestaurant gehe und alle blenden es, mich kannst du gegen die Sonne setzen, mich blendet es nicht. Okay, das Ist also auch ein Vorteil. Das ist schön gesagt. Ja, einfach Sonnenbrände nicht vergessen. Gell? Nein, sonst ist es ein Sonnenbrand. Ja. Weiss man, eben, du bist seit Geburt blind. Ich habe bis 10 hell dunkel gesehen, so ein bisschen Schatten. Aber das ist blind. Okay. Und dann mit 10? Die 10 sehe ich gar nicht mehr. Da gibt es Ja. eben keine Veränderungen mehr, wenn ich gegen die Sonne schaue. Und wieso kannst du jetzt nicht genau sagen, ob hell oder dunkel vorne dran ist, wenn du vorher quasi hell-dunkel gesehen hast? Weil meine Stäbchen und meine Zäpfchen futsch sind, die gibt es Aha. nicht mehr. Und Aha. der Sehnerv ist auch defekt. Okay. Also Kind sage ich einmal, ich habe 4 Referate bei Kindern oder Schulklassen. Da müssen wir das so vorstellen. Das Handy ist intakt, das funktioniert. Das Stromkabel haben wir auch. Aber in einem Funkloch können wir es weder laden noch telefonieren. Das heisst, es ist wie ein Funkloch. Also der Sehnerv ist nicht da, das Signal vom Auge geht nicht weiter. Ja. Und ist das vererbbar? Ist das ein Defekt? Was Ich kann es ist das? weitergeben. Ich habe das Defektchromosom. Okay. Da muss ich nicht Kind wählen. Ich habe gerne Kind, aber ich kann sagen, das will ich meinen Kindern nicht antun. Also man kann es weitergeben, aber von deinen Eltern her ist nicht dir etwas weitergegeben worden in dem Sinn? Genau. Das ist einfach eine Mutation. Okay. Mhm. Aber ich könnte es weitergeben. Mir hat einmal ein Arzt gesagt, 80% vererbt sie. Und ich sage, das ist sehr, sehr viel. 80%. Mhm. Und das war dann ein aktiver Entscheid von dir gegen Kind? Genau. Ja. Also, nicht gegen Kind grundsätzlich. Ich liebe Kind. Aber Nein, nicht das gegen habe ich auch nicht so eigene. gemeint. Das ist klar. Okay. Das ist ein heikles Thema. Wie ich sage, wenn du noch eine Erbkrankheit hast oder weißt, das kannst du weitergeben, Hände weg vom Kind. Und andere sagen, ja, Gott schaut dir schon, dass sie nicht behindert sind. Ich sage, ja, kann ja, aber kann er nicht. Du musst ja Gott nicht versuchen. Würdest denn du, wenn wir schon gerade so in die Tiefe gehen, sagen, also für den Fall, dass jetzt das Kind nachher wieder sehbehindert oder blind wäre, dass das Leben nicht genug lebenswert ist? Also weißt, du Nein, das entscheidest sage ich ja absolut nicht. gleich Also, aktiv gegen Kind wegen der möglichen, ja, wegen der Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch blind würde. ja, aber ich gehe locker um mit dem Thema. Ja, Wenn mein Kind das auch kann, keine Ahnung. ja, Ich hätte einfach Verantwortung nicht müssen übernehmen. ja. Du scheinst sehr positiv. Ich? Ja, ja. Sehr. Also du hast keine Wahl auf eine Art. Wie Mensch keine Wahl. Du hast keine Wahl von deinem Zustand. Also weißt du, dass Aha. du nicht siehst. Nein, es ist Und einfach so, wie es ist. Mhm. Und ich habe das gestern erklärt, auch in einem Referat, du kannst, gib mir die Hände, ich kann es so zeigen, du kannst das Leben einfach die Hände strecken, du kannst das Leben so anschauen, oder? Du kannst es so anschauen. Mhm. Und meine Haltung ist, ich empfange und das, was ich habe, mit dem mache ich etwas. Aber ich frage nicht, was habe ich nicht. Mhm. Oder ich sage nicht, ja, ich kann das nicht will, sondern wenn ich etwas wirklich will, kannst du es erklären. Wie kommst du dazu? Wie kommst du zum Ziel? Du fokussierst dich auf die Sachen, die möglich sind. Richtig. Und aufs Positive. Also weisst, ich hätte nicht den Platz, um Gar zu fahren und so vorne links. Also das geht jetzt einfach nicht. Aber ich finde Gar so, wenn sie vor mir stehen und so den Motor laufen, finde ich ganz coole Dinger. Die faszinieren mich irgendwie. Aber es geht jetzt einfach nicht. Mhm. Aber ich kann nebenzu sein und mir die Landschaft erklären. Das finde ich auch Ja. lässig. Oh, jetzt würde ich gerade so gerne eine Garfahrt mit dir machen. Du bist wieder zügig unterwegs.
Hey, Ja, jetzt habe ich im schau. Fall schnell die Orientierung verloren. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier über... Nein, wir stehen voll in der Küche. Aha, Und ich zeichne es nochmal auf die Hand. kommen wir nicht raus. Also wir haben da das Büro, dann ist es hier parallel das Badzimmer und so parallel ist die Küche. Ja, Und die Stube geht über und das ist auch der ganze Raum. ja. Also die Stube ist jetzt rechts von dir. Ja. Ja. Was rechts von mir? Da eine ist die Stube. Aha. Also jetzt langst du einen Kühlschrank und gib mir die andere Hand. Da langst du auf der Kochherd. So breit ist die Küche. Okay. Also es ist wie ein Schlauch. Ja. Und jetzt gehen wir einfach mal hinterher. Jetzt ist auf dieser Seite ist wie ein Frühstücksbad, das ist offen. Und jetzt bist du an der Wand hinein. Ja. Also ist nicht grösser. Aha, okay. Und wenn du jetzt den Spieltrag willst, der ist da vor dir. Hat's da, ich habe das Bedürfnis, zu mal die Hände waschen. Nach Links so langer Zeit. hinten hat die Seife. Nein. Links hinten. Ah! Links hinten Voilà. am Spieltrag. Vor dem Kochen müssen wir die Hände waschen. Genau. So, Okay. dann wollen wir kochen miteinander. Ja. Ich Du hoffe, hast ihr schon noch normale waschen? Finger. Gurke ist parat. Ich bin gerade am Nugget zu zählen. 3, Ja. 4, Tust du die jetzt in die Pfanne? 6, ja, genau. 7, 8. Und ich habe momentan noch voll die Finger in der Pfanne rein. 9, weil es ist ja noch nicht heiß. Mhm. Es ist erst am Werden. Und einfach schauen, dass du nicht unter der Klinge bist, sondern immer entweder drauf oder gerade daneben. Also jetzt mit meinem rechten Zeigefinger. Nein, Oder- hebst du das Messer sehen auch so? Heb mal das Messer, wie du das sehen hebst. So. Weißt du, das machst du aber richtig. Du kannst da noch die Kanten an und dann spürst du, jetzt, wenn du da schneidest und mit der Klinge runtergehst, kannst du mit dem Finger gerade ein bisschen rüber, dann ist auch wieder der Abstand. Nur schneiden. Gell, du hast deine Finger weg. Ich kann weg, ja, kann nicht passieren. Es Genau. fühlt sich ganz anders an beim Schneiden. Ich habe das Gefühl, Jetzt es bist ist du schräg gekommen. Also mach nicht. Es ist schon spannend. Irgendwie gewöhnt man sich langsam an den Zustand. Aber jetzt gerade so beim Kochen merke ich, also ich habe Hunger. Und jetzt geht es mir wie zu lang. Es ist wie, ich kann nicht gewohnt rüsten und schnell parat machen und alles. Das ist jetzt gerade ein bisschen herausfordernd, aber sehr von Hunger geprägt. Kannst du mir das mit dem Brötchen erklären? Also die Stufen, die weisst du einfach vom Zeiger her, oder wie ist die? Ja, Mensch, kochen Warte, dann ich komme mal schnell mit den Händen zu dir. Und wie weisst du jetzt, welche du schon gekehrt hast? Weil ich gezählt habe. Also ich Du merke hast mir, sie abgezählt? ja, es sind 9 Stück. Ich habe mir gemerkt, wie ich sie reingelegt habe. Und dann auch nicht gezählt, wie viele ich gekehrt habe. Aber ich wirklich mit der rechten Hand. Wo dass du sie hintust und dann gehst du, sagen wir, im Uhrzeigersinn rundum und Genau. du alle kehren gehen. Genau, aber immer mit der anderen Hand drauf, damit ich schwöre, dass sie wirklich gekehrt sind. Es heisst noch viel, ja, ich bin mit der blinden Kollegin zu Mittagessen. Ich finde, so etwas sagst du einfach nicht. Also entweder gehst du mit einer Kollegin oder gehst du eben nicht. Aber dass man das Blinde so rausstreichen muss und wie das Gefühl hat, ja, ich tue dann etwas Gutes, wenn ich mit einer Blinden gehe zu Mittagessen. Das stresst mich mega. Da fühlst du dich als Person nicht ernst genommen und auch nicht... Nein, dann bin ich einfach die nicht Blind, aber ich wahrgenommen. bin nicht Ursula. Ja. Und du hast jetzt noch im Griff, welche schon gekehrt sind und welche nicht. Wahrscheinlich da- auch nicht so, gell? Da haben wir das Zweite rumgewuselt, das weiss ich auch nicht mehr wirklich. Hat dich draus gebracht, Aber sorry. ich glaube, der geht gut in der Pfanne. Okay. Das Hauptsache kann ein gar bisschen nicht sagen, wenn es fest brutzelt. Sieht gut aus. Okay. Ich weiss nicht, wie viel Gurke das noch hat. Keine Ahnung. Das wollen wir, glaube ich, nicht essen, wie sich das anfühlt. Darf ich das in den Trog tun? Oder Ja. auf die Seite? Ja, nächstes Mal. Der nächste Teller. Aha, Warte, das ist jetzt... eins, aber das ist immer noch ein Teller. Aha. Willst du den nächsten Teller? Ja, komm mit da noch ein bisschen drauf. Hast du noch? Weiß nicht. Nicht Gehen wir links. Ich komme ganz Du langsam. sausest in deiner Wohnung umeinander.
Ja, dann Deinen guten. haben wir noch zu trinken. Das steht mit auf dem Tisch. Ah, da habe ich es. Ja. Ist das eine Wasserflasche? Warte, ich kann es euch sagen, was er hergestellt hat. Ich habe es sie das gefunden. erwischt? Ah, wie weißt du, wenn es voll ist? Finger reinheben. Fingerbeere. Aha. Das sagst du bei dir selber. Aha, dann einfach. Okay. Etwa wahrscheinlich so. Wie geht es dir bei mir? Eigentlich gut, aber ein bisschen erschlagen irgendwie. Viel Eindrücke oder viel. Es ist wie anstrengend einfach. Ich glaube, gefühlt ist wie so, wenn du den ganzen Abend oder so in einer Fremdsprache redest. Oder das ist so, und das ist halt einfach so auf der haptischen Ebene, weil einfach ein Sinn komplett weg ist. Und was macht der Körper mit dem? Er sucht den Sinn und dann baut er Stress auf. Eigentlich stehst du jetzt so dauernd unter Strom. Die Scheibe Tomätli, das ist ja schon als Sehende schwierig. Aber wie tust du dich denn orientieren auf dem Teller? Oder so? Also ich kann mit der Gabel spüren, aber viel einfacher ist es, wenn du ein Stückchen Brot hast. Also ich habe meistens die Gabel rechts und links ein bisschen Brot. Aha. Und mit dem Brot spürst du relativ gut, dass du einen Teller hast. Und vor allem, wenn du das Gefühl hast, du bist fast fertig, im Essen willst du nicht alles, und mit dem Brot spürst du viel mehr. Was ist denn für dich wesentlich wichtig im Alltag? Also wichtig ist mir, dass man mich nicht einfach primär als Blinde sieht, sondern als Ursula Graf. Ich bin blind, ja, das hat einen Vorteil. Ich habe ganz eine andere Wahrnehmung als ihr seht. Also ich sehe Sachen, die ich nie drauf kämpfe. Ich spüre Sachen, die ich nie drauf kämpfe. Und handherum stehe ich dann, was die alles sehen, und ich geniesse es, wenn sie mir erzählen können, was sie sehen. Das ist ein riesiges Geschenk. Das mache ich für dich. Ich Da zeig würde ich mich mega freuen. Ja? Also ich zeige dir ein bisschen von der Welt draussen. Die hier kennst ja du besser. Die da kenne ich, die draussen kennst du besser. Ja, ist gut. Mache ich gerne. Danke. Weißt du, was siehst du tatsächlich nicht? Und was? Ich habe mittlerweile mit den Händen angefangen zu essen. Ich kann nicht verstehen, aber das Ja, ist ich mir kann das durch Gleiche. mich um die Sachen suchen. Ich habe so lange rumgestochert und dann nicht mehr gefunden. Aber du bist ja herzig, dass du das zugibst. Ich muss schnell beichten. Ich merke schon, es ist langsam einfach so, weißt du, so permanent etwas auf den Augen haben und so, es ist anstrengend. Hey, ich bin auch gespannt, wie du aussiehst und wie deine Wohnung aussieht. Meinst du, soll ich es wagen? Wie stellst du dir mich vor? Das nimmt mich so Wunder. Ich weiss nicht, du bist einfach extrem sympathisch. Du bist kleiner als ich. Ja, 10 cm haben wir vorhin herausgefunden. Ich habe noch ein bisschen gespürt da mit den Händen, du hast, glaube ich, so schulterlange Haare oder ein bisschen kürzer. Ja, das stimmt. Ich bin gespannt, was für ein Feedback das du nachher gibst. Ich bin richtig ein bisschen nervös. Also. Ich glaube, es ist hell. Jetzt, Tageslicht, also logisch. Ah! Ui. Also es ist richtig hell. Ich muss, glaube ich, schnell die Augen zulassen. Was blendet mich? Komplett. Aber komplett anders. Komplett andere Vorstellung. Über den Raum haben wir nicht angeschaut miteinander. Oder nicht wirklich? Ah, ich habe gemeint, das ist viel kleiner. Nein, das ist gross.
Ah, Wahnsinn! Hoi! Nochmal! Nochmal hoi, willkommen in der Seenwelt. Also gut, aber hey, die Haare habe ich mir wirklich etwa so vorgestellt. Hey, Wahnsinn! Jetzt bin ich glaube langsam daran gewöhnt. Es ist so hell. Ja, die Wohnung ist viel grösser, als ich es gedacht habe. Hey, darf ich noch mal schauen, wie du mich herumführst? Ja, sicher. Wie du dich orientierst? Das nimmt mich Wunder. Und ich muss schnell in die anderen Zimmer hineinschauen. Oh, ich bin ein bisschen gesäulet beim Essen. Du musst aber nicht weisen von hinten, gell? Nein, ich schaue, wie du dich orientierst. Das ist jetzt da, ich habe Ist das? die Hand da, damit du da nicht in die Ecke reinkommst. Ja. Und da wollen wir jetzt im kuscheligen Schlafzimmer. Ah, so steht das Bett. Ja, das ist schön kuschelig. Und da sind wir auf dem Bänkchen gesessen. Also, Und da sehe ich das rot-weiß Tüpfelte. Ja, mit dem kaputten Die verträgliche Blume. Ah ja. Ja, das ist leider nicht mehr zu retten. Nein, aber das Täschchen ist doch Ach herzig. so, hey. Nein, das ist gerade unglaublich. Ich habe nicht gedacht, dass die Straße so nach ist. Wow. Ich bin gerade... Jetzt sehe ich deine Kuscheltierchen. Der Fuchs. Der Klotenfuchs. Der grosse Teddybär, der ist cool. Das ist ja Wahnsinn. Sie ist völlig erschlagen. Es ist unglaublich. Ich habe fast so komplett etwas anderes mir vorgestellt. Und das ist eigentlich mein Problem, wenn mir jemand etwas erklärt. Ich weiss nicht, ob eure Realität die gleiche ist wie meine. Und es hat wirklich von etwas. Also jetzt jemand sagt, das Kleid ist hübsch, das du da hast. Ja, warum ist es hübsch? Für mich ist es hübsch. Weil es hier oben so weit Tröpfe drin hat, also so Aussparungen. Das macht für mich ein Kleid hübsch. Und andere sagen, das wirkt. Ja, warum wirkt es? Keine Ahnung. Das ist nicht so die andere Wahrnehmung. Was ich dir vorher nicht gezeigt habe, was ich dir jetzt als Sehende zeige, das ist mein Tablet für unterwegs. Da steht jetzt noch HIMS, das ist der Name des Geräts. Und Blindenschrift schreibst du nachher so, die 6, leer, Enter und zum Löschen. Das steht auch ein bisschen laut, das mal ein bisschen leislicher. So, das ist mein mobiles Büro. Wow. Und das stellen wir jetzt wieder ab. Ich habe das Gefühl, du musst ein Technikgenie sein. Ich liebe Technik. Das ja? sind für mich Spiele und ich spiele gerne. Also ich habe fast mein ganzes PC-Wissen habe ich mir selber beigebracht. So toll. Ich liebe es Hey, Spielen. also komm, jetzt gehen wir raus. Und da haben wir noch Philosophie von der Stock. Das ist der Stadtstock, der ist schon lange mit mir unterwegs. Der ist da unten so verkratzt. Das ist der Wanderstock, weil er ist sehr stabil. Der ist auch nicht krumm und bricht nicht. Das wäre der Hundestock, wenn ich das Hündchen habe, weil den kannst du verlängern und zusammenschieben, je nach Länge. Und dort hinten im Ecke stehen die Wanderstöcke für die härteren Touren, die ich seine Begleitung habe. Ah, spannend. Und jetzt kommt einer mit, so ein Stock? Ja, jetzt kommt der da mit. Der Stadtstock. Da kennst du dich aus, he? Ja, da kenne ich mich aus, da bin ich mir sicher. Hey, ja, wo sollen wir hin? Was darf ich dir zeigen? Ich will irgendwo her, was Blumen hat. Ich liebe Blumen. Ah ja? Ja. Da vorne hat es? Der Also vorne da ist vorne, sorry. Das rechts heisst, oder links? Rechts, Also genau, oben? jetzt von dir aus, ja. Jetzt hat es hier rechts hat's, eine Wiese, wo es schon Ja. Gänseblümchen hat. Und jetzt laufen wir zu einem Kistchen vom Quartierverein. Mit, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, jetzt laufst du noch ein bisschen geradeaus. Achtung, genau. Jetzt kommen wir ins Noch Päckchen. ein bisschen weiter geradeaus. Achtung, ja, und jetzt leicht rechts. Soll ich die am Arm nehmen und führen? Oder Du kannst einfach sagen, wo durch. Rechts, links, Gut. geradeaus. Jetzt geradeaus. Einfach geradeaus. Und jetzt, Achtung,
Wir sind schon bei den Blumen. So nah zu Blumen. Ja, da wo du jetzt herlangst, das ist eine gelbe Blume. Sie sehen aus wie Veilchen. Ich glaube, es sind Veilchen, aber so riesige Veilchen. Das sind riesig. Ja, und innen dran ist so dunkles Pink. Aussen gelb und innen pink. Pink klingt sympathisch. Und was in der Mitte ist, findest du vielleicht sogar selber raus. Jetzt musst du noch ein bisschen weiter in die Mitte gehen von dem. Genau, so ein bisschen über. Und jetzt kommt da ein grosses Gestrüpp. Das ist sieht keine aus wie Blume. Rosmarin. Ja. Das hätte es da nicht Sieht aus wie erwartet. Rosmarin. Eben, gell, du sagst ja, du tust mit den Fingern schauen. Ja sicher, ich schaue mit den Fingern. Ich sehe manchmal mehr als so. Aber du hast jetzt den nicht geschmeckt, du hast Nein. das einfach gerade gespürt. Ich habe ganz einen schlechten Geruchssinn seit Geburt. Ah ja. Der ist unterentwickelt. Behindert dich das manchmal? Oder das ist dir, Also, weißt du gar nicht das so vermisse ich genau? manchmal. Ja. Also Ja. früher hat die Mami immer gesagt, nimmst die Weihen raus. Und ich habe gesagt, ja, in wie viele Minuten? Dann, wenn es schmeckt, dass es jetzt im Garten vor mir geschmeckt und ich bin in der Küche gesessen. Also du hast eigentlich nochmal einen Sinn, einen Sinn, der einfach weniger ausprägt ist. Ja, also jetzt noch Nase ist ganz zusätzlich. schlecht. Das Maul ist okay, aber Nase ist ganz Okay, schlecht. aber dafür sind die Ohren sehr gut. Sie sind sehr gut, Die sind genau. sehr gut, das ist super. Und die Finger auch. Also, es sieht wirklich aus wie Rosmarin. Das ist eben, also, wenn es mir niemand erklärt und ich nicht per Topf reinlaufe, dann sehe ich das wie nicht. Ja. Was gibt dir das für ein Gefühl jetzt? Oder wieso hast du Blumen so gern? Wieso hast du gesagt, ich soll dir Blumen zeigen? Ich bin mit Blumen aufgewachsen. Meine Eltern haben einen grossen Garten. Wir sind immer Blumen anlangen. Und Gemüse und ja. Also wenn ich würde sagen, ich hätte einen grossen Garten. Soll ich dir noch ein Gänseblümchen zeigen? Oh ja. Ja. Okay, Achtung, jetzt kommt nochmal ein kleines Absätzchen. Nein, genau, voilà. Ja. Weil eigentlich spürst jetzt? du vom Ellenbogen, wenn du jetzt eine Kurve machst, spüre ich das. Ja. Aber nur, wenn ich mich auf dich konzentriere. Gut, also, und wenn du jetzt nochmal in die Knie gehst, komm, kannst du mir schnell das Täschchen geben und den Stock. Wenn du jetzt in die Knie gehst, gehen wir ein bisschen runter. Ja, das ist ein bisschen. Das ist herzig. Ja. Und jetzt geh mit der rechten Hand noch ein bisschen weiter führen. Genau. Da. Ein bisschen rauf mit der Hand. Das Knöpfchen. Und jetzt spürst du, Das ist sind herzig. Gänseblümchen. Aber Blütenblätter spürst du fast nicht, nur so, wenn es so Die ein sind bisschen ganz, streichelst. ganz fein und klein. Die sind so fein. Ja. Aber das ist herzig. Ja. Und so etwas habe ich gerade vor dem Haus. Ja, das ist gerade vor deiner Haustür. Hey, merci vielmals, dass du mir die Blumen gezeigt hast. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich vor der Haustür bei meinem Zuhause so herzige Blumen habe. Mega cool, danke vielmals. Ja, ey, mega gern. Es freut mich, dass ich dir auch etwas haben dürfen oder haben können zeigen. Und danke vielmals, dass du mir Einblick gegeben hast in deine Welt. Ja, mit viel Tasten, mit viel Fühlen. Ja, ich weiss nicht, würdest du sagen, hat Blindsein auch gewisse Vorteile? Also für mich schon, ja. Also für mich als Seelsorgerin. Aber auch für mich privat. Ich darf die Leute spüren, wie sie echt sind. Und ich muss euch nicht anschauen. Also du kannst mich kaschieren mit einem schönen Styling. Ich darf dich so kennenlernen, so annehmen, wie du bist. Und ich darf hinter deine Fassade schauen. Das finde ich ein riesengroßes Plus. Und auch ein Geschenk. Das habe ich heute auch bei dir. Ich habe dich auch nicht sehend kennengelernt. Es war extrem bereichernd, extrem spannend und ich danke dir ganz herzlich für das Vertrauen. Gern geschehen, danke dir. Und ich bringe dich jetzt sehr gerne wieder zurück. Möglichst sicher, darfst du einhängen. Jetzt kommt ein kleines Absätzchen. Ja. Und geradeaus. Der Boden ist ein bisschen uneben. Das ist eben von den Bäumen. Ah, wegen der Wurzeln. Mit den wahrscheinlich, Wurzeln. ja. Aber es ist auch ein Plus. Mit denen kann ich mich zum Teil orientieren.